Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Aber ich lasse jetzt so den Chat bestimmen. Also, ihr könnt mit mir eigentlich mitvoten, was ihr wollt für einen Charakter erstellen. Ich wäre jetzt, wo ich schon einen männlichen Charakter habe, hätte ich einen weiblichen Charakter gemacht. Chat, sagt ihr, gendermäßig ist es nicht gleich? Oder würdet ihr gerne lieber eine Frau haben? Oder einen Mann haben? Ich schaue schnell auf die Reaktionen vom Chat. Mann oder Frau? Wenn es nicht gleich ist, schreibt ihr einfach nichts. Wenn niemand etwas schreibt, entscheide ich selber. Schon gut. So gut, jetzt kann ich mal den Chat fragen, wie das ist. Okay, also Frau. Genau. Okay, nice. Also schon jetzt. Frau natürlich. Okay, gut. Also. Gut, dann machen wir eine Frau. Jetzt können wir noch die Stimme bestimmen, wie sie so reden. Oh, I don't like the looks of this. Not bad. Not bad at all. Not bad. Not bad at all. I don't like the looks of this. I don't like the looks of this. Hey, not bad. Oh, not bad at all. Not bad. Not bad at all. I could use that. Das 2 ist mir sympathisch. Das 2. Oder das da hier. I don't like the looks of this. I don't like the looks of this. Nein, das 2. Das 2. Not bad. Not bad at all. Ich glaube, das ist okay. Gut, nachher nehmen wir da Head. Oh. I like this. I like this. Skin color. Eye color natürlich grün, natürlich, das ist my favorite. Hairstyle. Die hat ganz kurze, hä? Was nehmen wir für einen Hairstyle? Es ist ein bisschen wenig Hairstyles, hä? Wir einfach ein Glädel machen. Straight ein Glädel. Straight ein Glädel. Oder so. Finde ich auch noch gut. Das finde ich eigentlich auch noch gut. Finde ich tatsächlich noch nice. Finde ich tatsächlich noch nice. So ein bisschen Warrior. Markings. Jetzt kann man da noch ein bisschen Dreck machen auf der Seite. Ein bisschen Markings. Noch ein bisschen Scars. Die Scar sieht gut aus. Dann können wir den Dreck auch noch anmalen. Ja gut, beim Dreck bin ich weg, ganz ehrlich, finde ich nicht so geil, aber die Narben... Nice. Dann tun wir hier Skip-Tutorial. Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Let's go. Und jetzt ist mega wichtig, es gibt Nightmare, Veteran und Survivor. Survivor ist schon schwierig. Einfach für die es irgendwann spielen. Veteran ist noch ein bisschen spicier, Nightmare würde ich probieren. Und Apocalypse ist, eben, ihr seht hier, good luck. Also Apocalypse ist wirklich so, Bro, dann bist du nuts. Survivor wäre jetzt, was ich würde wählen für jetzt, wo ich allein bin, aber ich glaube, es wird gescaled. Also wir spielen jetzt auf Veteran. Ich hätte glaube auch Veteran genommen, jetzt einmal für den Anfang. Ja, weil Survivor, ich habe nicht immer die Angst, dass mir zu einfach ist. Aber ich könnte auch sein, dass ich jetzt komplett scheitere bei Veteran. Also wir gehen rein, skippen das Tutorial. Und jetzt können wir schon den Archetype wählen, liebe Freunde. Jetzt geht's los. Jetzt haben wir einen Archetype. Und ja, es gibt einen Archetype mit einem Hund. Tatsächlich. Und das ist der, den ich heute auch wählen werde. Weil der ist neu und der ist perfekt für Solospieler. Also, man hat tatsächlich einen Dog dabei. Und das ist ein richtig nice Archetype. Aber wir können noch schnell die anderen anschauen. Und zwar haben wir noch den Medic.
Der ist ein Healer. Der ist vor allem gut, wenn man zu dritt spielt. Wir haben den Hunter. Den spiele ich im Moment auf der anderen Kampagne. Sehr schwierig, weil du spielst mit Sniper, aber ist halt auch sehr geil. Wir haben den... Wenn jetzt das Spiel nicht abstürzt, vielleicht stürzt das Spiel ab, das könnte sein, jetzt geht. Yes. Oh, nein, doch nicht, das hat sich wieder gefangen. Der Challenger. Also hier müsst ihr euch nicht fragen, das Spiel ist noch nicht so lange draussen und es hat tatsächlich noch ein paar Schwierigkeiten. Also auch im Spiel innen gibt es teilweise Frame Drops, die ganz grusig sind. Leider, schade. Sie sind dran. Aber der Challenger an sich ist wirklich cool. Der ist für einen Nahkampf natürlich rum. Der ist sehr tanky. Und ja, wenn er stirbt, kommt er nochmal rauf. Also er hat Die Hard, dann kommt er nochmal. Er hat wie so ein zweites, also ein zusätzliches Leben noch. Das ist richtig cool. Und dann wären wir wieder beim Doggo Dude. Wir nehmen natürlich den Doggo Dude, weil den habe ich noch nie gespielt und ich bin sehr gespannt auf den. Yes sir, let's go. Okay, gut. Zum Game. Zum Game selber noch dazu zu sagen, Remnant ist ein Game, das sehr randomisiert ist, also das 2 vor allem noch mehr. Das heisst, man startet bei einem neuen Game immer in einer neuen Welt, die man noch nicht gesehen hat. Also ausser man hat es ein paar Mal durchgespielt, aber ich starte jetzt eigentlich in einer neuen Welt, oder sollte jetzt eigentlich in einer neuen Welt starten und sollte einen neuen Boss in dieser neuen Welt bekommen, einen, den ich noch nicht gefightet habe. Wir werden jetzt sehen, ob das stimmt. Und ich weiß nicht genau, wo ich jetzt starte. Okay. Okay, ihr seht schon, das sind ganz viele Infos und es ladet jetzt sehr viel. Aber wir starten in dem Fall direkt beim Stein. Ja, wir haben Guard Dog freigestaltet und wir haben Blackmaw als Startwaffe, das ist natürlich sehr cool. Wir haben Tech 22 als Handgun. Wir haben Rusted Claws als Close Combat Waffe. Ich muss schnell schauen, wie das aussieht. Haha, okay. Also da bin ich richtig Wolverine. Okay, warum nicht? Das ist mein Doggo. Was kann ich mit dem interagieren? Yeah, you good boy. Yeah, good boy. Yeah, good boy. So. Also. Ja, Chat. Wir sind schon voll drin, ne? Ich würde sagen, bevor ich euch das hier zu fest erkläre, gehen wir einfach mal schon rein. Was wichtig ist, das ist eure Base. Da könnt ihr Waffen kaufen, da könnt ihr Weapon-Mods craften. Was wir jetzt noch schnell machen, weil das ist mega wichtig. Wir können unsere Waffen ausrüsten mit speziellen Mods. Wenn wir Bosse besiegen etc., können wir nachher solche Mods auch bekommen. Und ich würde euch jetzt so hier das... es ist schon storylastig, also. Es hat viele Story-Elemente drin, das ist schon cool. Aber ich glaube für uns vor allem wichtig ist, darum werde ich so ein bisschen durchskippen, ist das alles nicht wichtig. Ich kann euch, das Game wird euch packen, die meisten von euch, die ein bisschen Challenge gerne haben, und dann würde ich euch wirklich auch Zeit lassen und die Story wirklich auch anschauen und euch reinleben und das ganze Remnant-Zeug probieren zu verstehen. Es geht aber hier jetzt vor allem ums Gameplay. Wir haben hier 4 Mods, die wir freischalten können. Das ist einerseits ein Healing Shot. Der macht so wie eine, ja, also wie er heisst, also ein Healing Shot. Du deine Allies healen. Da wir keine Allies haben, bringt es uns nicht so viel. Der Concussive Shot, das ist so eine Druckwelle. Habe ich schon probiert. Muss ich ehrlich gesagt sagen, macht mir ein bisschen zu wenig Schaden. Der Scrap Shot macht eine Grenade. Und das ist sicher gut. Weil das ist eine Area of Effect. Das heisst, wir haben etwas, das Area of Effect Schaden macht. Und der Hotshot ist immer gut. Der macht Fire Ammo. Das heisst Fire Damage. Und Fire ist einfach gegen die meisten Gegner richtig nice. Ich frage mich gerade, ob ich den drauf tue. Ich glaube, ich gehe für einen Fire Shot. Weil das ist für mich der safeste Bet.
Genau, nachher kann ich in mein Inventar gehen. Da haben wir unseren Character. Das jetzt auch so noch erklären. Und dann können wir hier unsere Waffen mit der rechten Maustaste inspekten. Und dann können wir schauen, okay, Fireshot ist schon ausgerüstet. Und ihr seht, und das ist richtig geil bei Remnant 2, wenn ihr einen Modulator ausrüstet, also etwas wie der Hotshot zum Beispiel auf eure Waffe drauf tut, dann tut sich die verändern. Schaut mal, was passiert, wenn ich sie wegnehme. Kann ich den anequippen? Kann ich den anequippen? Ich weiß gar nicht. Ah, doch, hier, anequippen. Schaut, jetzt, normalerweise sieht sie so aus, die Gun. Wenn ich aber Fireshot dran tue, verändert sie sich. Dann sieht sie dann so aus. Das finde ich schon geil und das ist bei jedem Mod so. Ist egal welche Waffe es ist, sie verändert sich. Mit dem Mod sieht sie nachher anders aus. Das heisst, wenn wir es jetzt auf den Handgang würden tun, machen wir auch noch schnell. Sieht auch die anders aus, seht ihr? Wir lassen jetzt mal zur Handgang. Und wir gehen mal rein. Weil da einfach im Zeug rumsäckeln und euch das Zeug zeigen ist nicht so spannend. Das heisst, wir gehen jetzt einfach als erstes mal in die Welt rein. Wenn ich es richtig verstanden habe, können wir nach Nerut gehen. Genau. Wir können sogar hier noch World Settings changen. Reroll Campaign. Wir können sogar hier nochmal reingehen und sagen Veteran. Wir können sagen any progress. Also du kannst sogar nochmal neu anfangen. Was ich sehr cool finde eigentlich. Jetzt haben wir hier Forgotten Prison. Okay, let's go. Gut. Was Remnant für ein Game ist, ich würde sagen, es ist ein Souls-like RPG. Oder? Weil du spielst eigentlich eine Kampagne durch, aber es ist halt Souls-like und darum ist es sehr schwierig und du kannst halt sehr viel sterben. Und du hast immer sehr grosse Bosse und Areas, die halt mit deinem Level quasi auch scalen. Okay, let's go. Also, ich habe das Game jetzt schon zweimal neu angefangen. Das ist das dritte Mal und ich bin mir sicher, dass ich zum Beispiel an diesem Ort hier noch nie war. Also 100%ig habe ich diesen Scheiß hier noch nie gesehen. Wir gehen jetzt einfach mal schauen, würde ich sagen. Die kann man meistens zerhauen, da, die Dinger. Und da ist meistens auch noch Scrap drin. Also eben nur schnell zum... Ich habe das Tutorial übersprungen. Also warum sie sich so fragt. Clementine ist eine der Hauptpersonen, die ist verschwunden. Und wir müssen die jetzt suchen. Komm, da komm. Ja, aber was mal. Okay. Also gut, unser Hund kommt scheinbar irgendwie mit. Also wir sind jetzt ohne ihn runtergefahren. Ich denke mal, der wird irgendwo hier spawnen. Hundli. Jo. Was seht ihr? Okay. Hey Dog. Ah, komm. Good boy, good boy. Ja, schaffen wir schon. Okay, also ja, die Welten gar nicht gern, die so dunkel sind. Wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich weiß. Jo, okay. Doesn't seem that friendly, this place. Jo, ist das schon ein Boss? Okay, da hat einer definitiv komplett vermischt. Der hat da irgendetwas gemacht. Keine Ahnung. What is this? Not Drasier. Some work of that damn custodian. No, no. Die Hunde stehen dran am Hecheln. Sentient thing. We bled ourselves in search of you. Yet here,
the end of all things. You have found us. Amusing. Perhaps you have, and not known. Years of reflection have laid bare miracles in my mind that I never dreamed possible. Yet some things remain out of reach. Tell me, my world, precious Nerud, what has become of it? Ja, das weiß ich nicht, Kollege, ich bin erst gekommen. And yet you commune with me now through the speaker's pulpit. Pray tell me, how did you come by this world? No, do not answer. I see it now. At the edge of my mind. But I dare not know it. You and I share this much in common, then. We are cut off from our people, and we share a similar end. Mine lies in Alepsis Torah, while yours... No. To speak it is to change it. Already it shifts. Rest assured, our fates bind us together. So I ask a favor, and will offer one in return. On the surface of this world lie several chambers that were shielded, as I was, from the cruelty of Alepsis Torah. These chambers bear the soul sparks of the Drazir, our last remaining legacy. Find them and bring them to me. But not here, Right. not to this contemptible chamber in which you now reside. You must find me in the flesh. My temple can be found within the wastes above. Oh nee. Look for the all-seeing eye of the astropaths. Bring me the soul spark. Okay. Know that Ich weiß, glaub, wo wir müssen hergehen. rests on your shoulders. Ich glaube, ich weiß, wo wir müssen hergehen. Und I don't like this place. I don't like this place. Komm, Dogo. Ja, ich glaube, das schaffen wir nie, hä? God damn. Der Dude kann einfach nicht Lift fahren. To be honest. Also. Gehen wir weiter. Also, jetzt wird es auch anstrengend. Und zwar ziemlich anstrengend. Wenn wir dort hergehen, wo ich denke, dass wir hergehen, wo ich kenne, nämlich die Phantom Wastelands, kenne ich schon von einem vorderen Run. Und die sind nicht lustig. Also, sie sind schon lustig, aber die Gegner sind mühsam as hell. How will I know I'm behind them? Ja, das ist genau da. Also, ein bisschen Steine berühren. Genau, immer wenn wir den Stein berühren, tun wir quasi speichern. Wir können auch dann noch, Sachen ändern. Wir können zum Beispiel vom Campaign Mode in Adventure Mode switchen. Also wir können zum Beispiel in ein anderes Game joinen. Genau, wir können ein anderes Game joinen. Wo irgendjemand anders ist. Wir können sagen, wir wollen in verschiedene Orte hier gehen. Wir können switchen zum Adventure Mode. Wir können Difficulty mal anpassen. Wenn es Games hat, wo genau das genau dort sind, also Spieler, können wir denen joinen, wenn sie ein offenes Spiel haben. Aber das machen wir jetzt, wenn wir allein los, weil wir haben ja den Togo, der uns beschützt. Ja, das ist genau Oh, der great. We're Place. good. Hey,
hört auf mich Dogo abschießen. Jo, Leo. Ich habe einen Ring gefunden, Ring of Restocking. Scheiße. Ist da noch einer nicht der? All good, old friend, all good. All good. You did good. You did good. Also. So schnell schauen, was wir für einen Ring haben gefunden. Reloads. Okay, nice. Bro, ist so ernst? Ich muss meinen Ring anschauen. Hey, nein. Wir haben nicht 1 Sekunde Ruhe hier. Das ist genau das, was ich meine. Ja, mir ist schon klar, dass ich mich aktivieren kann. Im Moment bringt es mir echt noch nicht viel. Gut. Also. Ah, ja. Ja, ich bin am Kotzen. Ja, okay. Okay. Also, zum euch erklären, wenn man in den Nebel läuft, dann muss man kotzen. Der ist giftig und das tut so quasi das Gebiet abtrennen. Genau. Warte, ich will da schnell. Moment. Nein, bis hier das ist scheiße. Ich bin glaube kurz vor dem Dead. Das ist schwierig. Lief nach. Beruhigen, Mann. Ich bin noch... Holy moly. Okay, ja, das ist das Game, meine Damen und Herren. Das ist tatsächlich sehr, sehr anspruchsvoll. Wow, alleine ist es nochmal viel härter. Ja, also das links unten ist mein Ziel. Ich habe jetzt noch 1. Man startet mit 3. Man kann dann, nachher mit der Zeit findet man mehr. Oder andere. Gar keinen Plan, wo ich durch muss, aber ich muss bestimmt zu einem von den Towers. Ich muss mich jetzt da schnell ein bisschen durchschießen. Ich sehe, Gegner hat es mehr als genug, also es ist wirklich so. Ich habe jetzt gehört, man hat alle gekillt, aber ich muss es nicht. Hey, so viele Drohnen habe ich hier. Oh nein. Oh mein Gott, ja. Ja, das ist ein sogenannter Raid. Greif nach, Dogo, greif nach.
einen, wir einen. Oi. So, eben, ihr seht, Game ist ziemlich anspruchsvoll. Gut, wir haben einen Trade Point gefunden, also wir haben quasi Fähigkeitspunkt gefunden. Natürlich gibt es, wie überall in jedem Game, gibt es Dings, so eine Tree, wo man Trades kann verteilen kann. Ihr seht jetzt hier, wir haben Kinship, das heisst, da wird Damage Reduction. Wir können Stamina leveln, wir können Leben leveln, wir können unsere Mods leveln. Das sind die Sachen, die wir auf den Waffen haben, und wir können Skilled Cooldown leveln. Ich würde jetzt tatsächlich auf Damage Reduction können wir nicht gehen, das wird automatisch gelevelt, so wie ich das check. Wir können Leben oder Endurance leveln. Ich würde tatsächlich das Leben, nein, wenn nicht, Endurance leveln. Jetzt geht für am Anfang. Weil das ist das, was man am meisten braucht zum Ausweichen. Das ist sonst später nicht ein schlechter Trade. Oh Gott, ich kann jetzt wieder heilen, Mann. This ain't good. Ja, ist gut. Ah, shit. Ja, so schnell geht's. So schnell geht's tatsächlich. Ja, sorry. Wenn ich mit dem Kopf weiter vorher war als das Mikro, ist das, glaube ich, aus Konzentrationsgründen gewesen. Ihr seht, ich bin schon das erste Mal gestorben, tatsächlich. Wie in allen Souls-Likes ist es so, dass wenn man hier stirbt, ja, werden alle Gegner respawned. Tatsächlich. Das heisst, wir haben jetzt all die schönen Drohnen haben wir wieder. Und ja, ignorieren ist selten möglich, leider. Das heisst, die Gegner sind hier eigentlich sehr mühsam. Also wir müssen jetzt eigentlich zu so einem... Wir sind da vorne gestorben. Also wir müssen wieder zu so einem Turm. Eigentlich grundsätzlich müssen wir so einen Turm hier in Angriff nehmen. Da hier zum Beispiel wäre gut. Das heisst, wir gehen jetzt mal straight auf den zu und hoffen, dass wir unterwegs nicht wirklich viele Leute müssen fighten. Aber I doubt it. Vielleicht haben wir Glück. Ja, jetzt habe ich jetzt schon wieder Gegner gehört. Ah nein, ist gut. Okay. Also ich schaue schnell, was das macht, wenn ich hier gehe. Was ist das für eine Fähigkeit von meinem... Oh, jetzt sieht man den Dagger, hä? Nein, Moment. Also, was macht mich hier gehen? Companion will follow the handler and generate increased threat while attacking all damage. Okay, single press companion engages enemy in the target location. Companion returns to the handler and remains by their side. Double tap, hold. Okay, ich kann es sogar holden, dann tut er heulen. Geil. Okay, dann macht er noch weniger Damage, dann macht er Leute weniger Damage. Oh Gott, ja, kommen doch alle, bitte! Bitte, es sind noch nicht genug. God damn. Okay. Gut. Ja, aber so viel zu dem. So viel zu dem. Es ist tatsächlich jetzt schon eine der mühsamsten Welten, die wir reingedroppt sind. Ich habe so Glück. Juhu! Okay.
Lass mich einfach sein, bitte. Ich will nur daher. Okay, gut. Also, wir gehen jetzt hier rein. Komm, Dogo. Let's go. Also, was... Ah, da ist ein Checkpoint. Also, was zum Beispiel auch sehr cool ist an Remnant, ist das ganze Design von der Welten. Habt ihr jetzt gesehen? Das Design... Also, manchmal überlege ich mir noch ein bisschen, ob sie jetzt im 2 sogar ein paar Orte einfach so ein bisschen AI haben genutzt, um es auszubessern. Also, wenn ihr hier mal das Zeug anschaut, zum Beispiel, das ist hure geil. Also, ich feiere das Late. So ein Mix aus HR Giger und anderem Stuff. So ein bisschen... ja, so ein bisschen Lovecraft sogar. Seht, so Zeug wird uns da immer wieder begegnen hier. Schaut das mal an. Ja, mit dem Gesang und so, schon ein bisschen weird, hä? Schon ein bisschen... creepy. Ah ja, das ist der NPC da. Ah, bist du am Singen gewesen, Kollege? Hat er nicht gesehen? Der Erfolg. Ah nein, der hat ihn nicht gesehen, weil ich bin drüber natürlich... Also ich habe den Erfolg freigeschaltet, der heißt, er ist sicherlich kein Hausmeister. One task yet remains to me, but an obstacle stands in my way. I believe you may be the solution to this obstacle. What's the obstacle? Why me? Tower, in spite of what has become of this world, your skills are well suited to this task. The obstacle is known as Talratha. He possesses knowledge that I require in order to save Nerud and what remains of the Drazir. Against all reason, he opposes what I am trying to do. I cannot act without him, but I must act. I need you to find him, extract his echo, and return it to me. Ja, how do I extract his echo? Würde ich auch gerne wissen. Unfortunately, there is only one way. You will have to dispose of Talratha. There is no other way. He has chosen his life above all others, forcing me to make a difficult decision. Unfortunately, I cannot reach him. Only you can. Talratha keeps himself locked within his chamber. The only thing he has is his Ambit Ember. It is what keeps him alive. This, then, will aid you. It is poisoned. Not strong enough to finish the task, but it should weaken him enough to make it easier. He only needs to consume it. Please do, and know that if you bring me his echo, you will have done a great thing for this world. Okay. This is new. This is new. Als ich es gespielt habe, diese Welt, habe ich etwas anderes müssen machen. Der Final Boss war anders gewesen. Tatsächlich. Und ich hatte nicht die Aufgabe gehabt. Also das ist neu. Das ist tatsächlich neu. Wir da noch ein bisschen Zeug looten. Gehen wir da wieder raus mit dem creepy looking motherfuckers. Wirklich creepy, Mann. Okay, das heisst, ich habe jetzt eine neue Quest. Oder eine wichtige Quest. Eine von der wichtigsten Quests, auch der Main Quest. Und zwar muss ich... a voice within a glass chamber asked me to search the soul sparks. Also ich muss jetzt Soul Sparks suchen, finden. Und der andere Boss, der Talratha, den muss ich besiegen. Und für das brauche ich die Dings, die ich da bekommen habe. Die Poisoned Ambit Ember Capsule. Okay, das heisst, ich muss, wenn ich den finde, muss ich die auf ihn schießen oder irgendwie schauen, dass er sie consumed, dann killt es, ne? Sonst ist er auch unkillable. Oh, was here they come? Was here they come? Was here they come? Was here they... Ah, okay.
Gut gemacht. Gut gemacht, Boy. Also da aber gehen wir sicher nicht, hä? Aber ich glaube, wir müssen da rein. Ich glaube, wir müssen da rein. Das ist tatsächlich das... So. Ich hoffe, man hört mich auch noch gut. Ja, also eben, wie gesagt, die Welt hier sieht zwar gleich aus wie der, wo ich war. So, ja, nice. Gut gemacht. Ja, du machst das super, Hundi. Also, schauen wir schnell. Okay, wir haben neue Dings bekommen. Pack Hunter. Also, das heisst, Ranged and Skill Damage while Companions active. Okay. Das macht mich Dog stärker. Das finde ich sehr gut. Ja, wir gehen weiter. Ist gut. Wir gehen weiter. Wenn wir hier weiterkommen. Hier ist noch eine Kiste. Hier geht's weiter. Let's go. Bist du bereit? Hä? Bist du bereit? Gut. Also komm. Let's go. Smoker, what's up? Ja, ich spiele ein bisschen Remnant 2, um das euch ein bisschen geläufig zu machen und ein oder andere für euch anzuteasen. Gibt es bei uns im Shop übrigens, Remnant 2. Holt nach das, ist eines der geilsten Games, die ich je gespielt habe. Also Remnant Shots 1. Ist wirklich richtig nice, wer ein bisschen Herausforderungen gerne hat. Und vor allem, wer die neue Klasse mit dem Dogo feiert, ich feiere sie extrem. Also es ist verdammt nice, dass man da jetzt einen Dog dabei hat. Super Klasse zum allein spielen. Du bist noch im zweiten Round von Final Fantasy dran. Ja, sicher, aber danach, weißt du, Smoker, danach. Okay, da kommen schon Gegner irgendwo. Gehört das schon? Jo. Jo, Giele, ganz ruhig. Ganz ruhig. Also die haben so blaues Zeug, was sie am Boden verstreuen. Wenn der reinkommt, sich das aufladet. Permadeath. Permadeath. Nein, nicht Permadeath. Aber echt direkter Tod, wenn man reinsteht und sich aufladet bis auf das Höchste, stirbt man dann einfach. Es gibt auch hier verfluchte Sachen, wo man damit in Kontakt kommen kann. Bro, ich schwöre, er hat mich verklüpft. Ich weiß nicht warum ich jetzt verklüpft bin. Ich wusste, da kommt jetzt auch einer raus. Aber er hat mich direkt verklüpft. Holy shit. Jetzt bin ich schnell... Okay, das sieht aus... Ja. Oh, hier zum Beispiel die Fässer. Wenn du nahe von ihnen stehst, sie explodieren, siehst du, oh shit. Ja, super, jetzt habe ich mich... Ja, fuck. Es tut mir leid, Dogo, I'm sorry. Gang wieder weg. Oh mein Gott. Okay, also schnell bis zu den Fässern. Also wenn man die Fässer zerschießt, dann hat es so einen elektrischen, statischen Schlag. Und wenn man den selber hat, oder einen Partner, dann ladet sich der nach 5 Sekunden nochmal auf. Also tut nochmal explodieren. Und das macht allen Schaden. Also das ist richtig... So Zeug ist richtig mühsam. Du musst es zuerst wissen, sonst nimmst du immer selber auseinander. Okay, wir haben noch Time Worn Urgent gefunden. Ich weiß nicht genau, was das ist. Logisch noch. Curse Suppression. Okay, also das ist jetzt ein Cure zum Beispiel für die für einen blauen Balken, der sich aufladet, wenn man im Zombie... Wenn man in dem rumläuft, wo die Zombies zurücklassen. Also die schwarzen Zombies, die wir vorher gekillt haben. Okay. Das ist so eine Tür, die man nicht auftun kann, wenn man nicht den Schlüssel hat, der genau so aussieht. Dann müssen wir zuerst Finger sehen. Jetzt könnte ich da Schlüssel auswählen, aber den habe ich nicht. Ich muss jetzt zuerst den suchen. Das ist so ein genannter Bilderrahmenschmeisser. Ihr seht warum. Er schmeißt tatsächlich Bilderrahmen. Ja, das ist... Wir nennen ihn auch Crazy Bibliothekar. Ich bin verwirrt. Da ist noch eine Schere. Oh, Scheiße. Komm vorne, wo bist du?
das sieht doch sehr geil aus hier. Holy shit. Hier, was für eine Sauerei. Ist das sie? Ist das sie? Yo. Fucking scary. Wieso passiert hier nichts? Das sagt mir fast mehr auf, als wenn etwas passieren würde. Das ist nicht zu Hause. Damn. Is it over? Hey, it is not over. Schön, gut, Dobro, nice. Weiss, das sehe ich ins Bein. Ja, das ist my boy. Sehr gut. You did good. Scrap muss man immer sammeln, weil aus Scrap kann man sich nachher auch... Mit Scrap kann man sich nachher Sachen kaufen, Verbesserungen etc. Und zu schießen eigentlich meistens das Zeug, da hat Scrap drin. Wow, 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 wow. Nicht mit mir. Scheiße. So. Ja, da braucht man nicht zu schießen, ist gut. Okay. Also, und was so sehr verwirrend ist, oder was so sehr dazu gehört natürlich hier, es sieht alles ein bisschen ähnlich aus in diesen Levels, ist aber so, weil sie halt extrem viel von diesen Levels haben müssen programmieren und man kann sich tatsächlich ein bisschen verlaufen oder Orte durchkommen, wo man zum Beispiel schon ist durchgekommen. Ich bin zum Beispiel fix hier schon durchgekommen. Das sind wir auch vorher schon gewesen. Aber dann kann man natürlich auch einfach einen kurzen Blick auf die Map werfen und schauen, wo man durch muss. Wir müssen jetzt zum Beispiel hinter uns durch oder hier gerade. Wenn ich das richtig sehe. Genau, wenn wir da hier gerade gehen, kommen wir an einem Ort durch, wo wir noch nicht waren. Okay. What does it look like? Hier haben wir noch ein bisschen Iron. Okay, das ist ein Item hier. Oh, yes. Ja, ja, okay. Wow, wow, wow. Wo? Schießzack. Hey, Gila. Lass mich da sein. Hä? Geht's? Oh, nicht mit dem zu mir kommen, bitte. Oh shit. Goddamn. Dem habe ich nicht gerechnet. Fuck. Gib ihm. Ja, hier ist so wenig Platz. Oh Gott. Gib ihm. Stirbt. Okay, also das ist sogenannte Nürnberger Klops gsi. Die sind richtig assi, vor allem wenn du in einem kleinen Raum bist. Ja, sind die einfach sehr schwierig zum Fighten, weil sie halt so grosse, fetzige Gegner sind. Aber wir haben es geschafft. Können wir da noch die Kiste holen. Und dann haben wir tatsächlich den Schlüssel gefunden zu dieser Tür, wo wir vorher nicht reinkommen. Und wir dort jetzt raufsäckeln und die auftun. Wenn ich noch weiss. Oh. Ich glaube, ich komme hier schon an einen anderen Ort wieder. Ja, to be fair ist das.
Ganz ehrlich, manchmal tut es so gut, die sicher einfach im Ankampf zu verräumen, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal tut es richtig gut. Okay, wir haben einen Emergency Switch gefunden. Emergency Switch ist ein Amulett. Wenn wir unter 50% Leben sind, okay. Also jetzt die mit den Relic-Slots, die wir noch ausrüsten auf unserem Drachenherz. Also aus dem Teil, wo wir uns heilen damit, können wir noch Relic-Slots ausrüsten, die permanente Slots sind. Die uns das Zeug verbessern. Yo, 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 yo. Fuck. Okay, Ja, kommt doch gerade alle rein in diesen scheiß kleinen Gang. Bitte, ist so ernst. Haben wir es geschafft? Okay. Nee, da kommt wieder... Nein. Okay, das ist jetzt sehr gut gewesen. Es ist so grusig, das Teil. Es ist so grusig. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Das Spiel hat tatsächlich Potenzial von einer Rage Quit. Vor allem bei den Bossen ist es so, dass man tatsächlich das eine oder das andere Mal gerne Rage quitten, aber es ist weniger schlimm als Dark Souls, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich persönlich schon Probleme hatte, weiterzufahren. Ich gebe noch schnell den Trade Point aus bei Endurance. So. Weil irgendwie macht das Game etwas richtig. Also, das hier ist fix ein Boss, ihr seht, das ist ein Boss durch, das heisst, ich werde jetzt schon einen Boss fighten. Ja, aber das Potenzial von einer Rage Quit ist tatsächlich rum. Wir müssen dann vielleicht auch noch Weapons upgraden. Okay. Also, wir gehen mal zum Boss. Ich habe keine Ahnung, welcher Boss das ist. Ich habe keine Ahnung. Jo. Seht ihr? Jo. Ach, haben wir da einfach endless Zombies? Ist es das? Ist das euer... Ja, okay. Okay, ich sehe die. Können wir schon machen. Okay, ja. Yo.
Was passiert da genau? Okay. Alright, okay. Wow. Oh nee, das ist dann gar nicht gut. Das ist dann gar nicht gut. Das ist dann gar nicht gut. Hä? Okay, ich komme nicht raus. Normalerweise ist der Boss durch. Aber scheinbar geht es einfach hier weiter. Ja, also fahrst du halt nicht mit. Der will nie mit mir Lift fahren. Es gibt natürlich Leute, die das für eine gute Idee halten, mir jetzt auf Discord anzuleiten. Sehr gute Idee, Jungs. Super. Okay. Moment. Yo, 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 yo. Okay. Ist dann alles nicht so geil. Kann man schnell schauen? Nein! Nein, nimm ich ein zweites Healing-Item. Ich glaube es nicht. Tatsächlich. Okay, Moment. Müssen wir jetzt einfach so schaffen? Müssen wir jetzt einfach so schaffen? Gang, go. Nein, das ist nicht gescheit. Ah, ist das gescheit? Fuck. Lass mich Dogola sein! Oh Gott! Oh nein! Nein! Hau ab! Das war richtig knapp, holy shit. Wie viel von denen wollen noch kommen? Ist das ernst? Sorry guys. Sorry friends. Aber das war jetzt ein bisschen sehr viel gewesen. Ich brauche definitiv einen Checkpoint. Oh nein! Nein, nicht du auch noch. Wo ist mein Dog? Wo ist mein Dog? Ah, du bist hier. Okay, gut. Okay, gut. Komm, Dog. Die Pistole ist schon strong, man. Holy shit, ist strong. Ah, hinter mir kommt etwas. Oh, du Scheisszack. Wow, direkt. Eieieiei.
das ist ganz so weird, die Welt. Eieieiei. Ja, super, ja noch Ace Heal. Wir brauchen einen Checkpoint, wir brauchen einen Checkpoint. Wir brauchen einen Checkpoint, sonst sind wir am Arsch. Wir brauchen einen Checkpoint. Gibt's da auch einen Checkpoint? Please? Das Teil da oben immer noch. Am Schluss muss ich sicher das Teil noch fighten. Ja, aber was passiert denn hier jetzt? Jo. Sieht hier irgendetwas? Ja, ich muss durch die Tür da durch. Was passiert hier? Hallo? Ja. Ja, ich brauche gar nicht. Es ist nicht over, die sind ja noch nicht tot. Oh, klar, klar. Ja, okay, doch runter am besten. Okay. Okay. Alright. Okay, ja, Fitness freigeschaltet. Kann ich jetzt da durch? Oh Gott, ich habe da durch. Nice. Okay, ein neuer Trade freigeschaltet. Was ist das? Fitness. Evade Level. Oh, das ist aber geil. Das ist sehr geil. Das tun wir als nächstes Level. Hier brauchen wir einen Schlüssel, den habe ich noch nicht. Gut. Oh, ich sehe einen Checkpoint. Oh, Mädels und Jungs, ich sehe einen Checkpoint. Oh mein Gott, ja. Ja. Ein Checkpoint. Uiuiui. Okay.
Okay. Wir haben einen Checkpoint. Wir können jetzt back gehen und unsere Waffen upgraden. Das machen wir jetzt schnell. Wir gehen schnell zurück und graden unsere Waffen ab. Und nachher sind wir schon mal besser unterwegs. Was das alles betrifft. Sind wir schon mal besser unterwegs. So. Also. Puh. Was für ein anspruchsvolles Game, ihr seht. Unglaublich anspruchsvoll. Wir können bei diesem Typ hier unsere Waffe upgraden. Good to see you again. Oder wir können so sagen, wir gehen neue Waffen kaufen. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin zu euch, hat mich die Black Mod da nicht so überzeugt. Ich gehe mal schnell schauen, ob ich eine neue Waffe kann. Also die Pistole finde ich super. Normal, die Pistole ist super, macht gerne Damage und ist... hat ein riesen Arsenal. Nein, ein riesen... Sag schnell. Magazin, genau. Ich bin mir jetzt gerade überlegen, das hier ist ein Shotgun. Ob ich einfach eine Shotgun mitnehmen will. Weil wir haben noch einen Long Gun. Also das ist das LMG. Wir haben einen Sniper, habe ich auch schon gespielt. Bulldog ist ein Long Gun. Brutal Drum Threat, Automatic Gauge, Shotgun. Das ist eine grosse Shotgun. Und ein Coach Gun. Ich weiß aber nicht, ob ich auf Coach Gun soll gehen. Aber das Problem ist, ich habe keine Long Range. Gut, die Frage ist, inwiefern brauche ich Long Range? Oder wollen wir schnell weiterfahren? Das Ding ist, wir können hier noch ein bisschen weiterfahren, bevor wir gehen upgraden. Weil, to be honest, ja, das Ding ist, wenn du dann eine Waffe upgradest, oder, dann brauchst du die dann meistens auch. Und wenn du jetzt eine neue kaufst, dann upgradest du natürlich nicht die. Ah komm, ich hole mir echt Shotgun und schau mal. Vielleicht ist es eine völlig dumme Idee. Aber ich bin nicht so zufrieden mit der Black Mo. Sonst skill ich die später noch. Ich wollte jetzt die Coach Gun, die sieht geil aus. I don't know who to trust out there. You're totally right, my man. Gehen wir rein. Testen wir die doch mal aus. Zweiläufig, hä? Boah, schon geil. Boom! Nein, mit der Pistole nachher. Ja, finde ich gut. Boom. Ja. 2 Guns. Komm, das probieren wir. Shotgun, let's go. Ja, jetzt können wir sie nicht mehr upgraden. Ah, fuck that shit. Jetzt haben wir zu wenig Scrap um sie upgraden. Ja gut, jetzt haben wir immerhin eine Shotgun, hä? Gehen wir zurück, wir spielen mal weiter mit der Shotgun. So. Chat, wie geht's euch? Alles klar? Ich hoffe, es ist spannend genug. Sorry, ich bin da mega im Game manchmal, aber es ist halt wirklich... Es ist halt manchmal wirklich tough, das Game. Aber das ist halt das Geile dran. Das ist wirklich eine Challenge und es ist wirklich ein richtig geiles Game. Also, fun is there. Und du kannst es halt, wie gesagt, mit 2 Kollegen spielen. Immer jemand, wenn du jemanden hast, der rum ist, zum das Game spielen, it's nice. It's really nice. Genau, wir hatten einen Checkpoint vorhin. Ah, das ist einfach ein Checkpoint. Und dann geht es hier gar nicht weiter, oder was? Ja, was soll denn das? Ist hier einfach fertig, oder was? Ein Joke. Ah nein, ich glaube hier oben sind wir noch nicht, oder? Bro, du kannst aber auch ein bisschen schneller, genau. Sorry Sis, du kannst auch ein bisschen schneller das Ding haben. Doch, von hier sind wir doch gekommen. Hä? Und da braucht es einen Schlüssel, den wir nicht haben. Ausser wir haben den gefunden. Nein, wir haben den nicht gefunden. Nein, das ist der falsch.
Oh, god damn! Kommen wir hier gar nicht weiter? Ja, es ist ganz anders. Also ich und Steffi spielen ganz andere Games, tatsächlich. Ja, also hier oben ist ein Checkpoint. Das heisst, wir müssen auch raus wieder. Hier. Ist das richtig? God damn. Sonst müssen wir ja alles zurück, oder? Wir können gar nicht zurück. Ja. Ja, gut. Ich sehe zwar noch ein Item da hinten dran, aber eben, da brauchen wir zuerst einen Schlüssel. Ja, dann back to the top. Ja, nein, also das ist wirklich schlimm bei diesem Game. Teilweise bist du so verloren, weil es alles so ähnlich aussieht, vor allem einfach in den einzelnen Level. Leave Dungeon. Yes. Also jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn Leave Dungeon drücken. Das habe ich nämlich grundsätzlich glaube ich noch nie gemacht, aber dann sollte ja eigentlich am Anfang logischerweise wieder rauskommen. Die Mode Map hilft schon, um herauszufinden, von wo man kommt, aber ganz ehrlich, siehst, manchmal gehst du wirklich einfach zurück am Anfang am besten. Weil was wir jetzt gefunden haben, ist noch ein Schlüssel und jetzt wenn wir von Anfang an... Jetzt hast du noch schnell die Shotgun raus. Oh, Rudy! Okay, die ballert schon gut. Nein, jetzt gehen wir schnell noch einmal rein, weil wenn wir am Anfang sind von diesem Teil, können wir noch schnell die Tür auftun, wo ich vorher den Schlüssel dafür habe gefunden. Genau, jetzt habe ich nämlich vorher da ja noch so einen Schlüssel gefunden. Scheiße zurück. Wo war die Tür gewesen? Let me check. Das ist der andere Checkpoint gewesen, okay. Hier hing irgendwo, ist glaube ich die Tür gewesen. Wo ich noch nicht bin durchgegangen. I could be wrong, but it is here. Nein, schau jetzt. Der ist jetzt. Ich bin so ein Genius. Jetzt können wir nämlich hier durch. Jetzt ist es nur ein Shortcut. Zuerst knock, 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 nachher Schlüssel nehmen. Scannen. Und jetzt können wir durch. Okay. Oh, hello boys! I didn't want to disturb you. Oh shit. Never mind, der hat mich fast gekillt. Oh nein. Nein! Oh shit, mein Dogo hilft mir auf! Oh mein Gott! Mein Dogo hat mir aufgeholfen! Was für eine geile Sieg! Yo! Yo, Brüdu! Yo! Du geile Sieg, lass mich! Warte, streicheln, wieso kann ich den streicheln? Hey, komm da her! Oh, jetzt ab! Du hast es verdient! Willst du nicht, hä? Ja, komm. Ja. Gut. Such a good boy. Er hat mir geholfen. Er bringt mir echt ein Dragonheart und rettet mich. So gut. Also ich wusste, dass er es kann, aber ich habe nicht gewusst, dass er es jetzt schon macht. Ich dachte, es kommt dann erst später. So ein good boy. Also. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht mit der Shot. Oh mein Gott, was ist das? Wow! Was ist das gewesen? Yo! Habt ihr das gesehen? Das ist irgendein Boss. Yo! Ist die ernst? Bro, komm zurück. Komm zurück. Stirbst du? Er ist noch Hure am tanken.
Er wird mich hier killen. Fuck, der wird mich hier killen. Fuck, da kommt noch so ein Scheisszeug. Wo ist mein Tag jetzt? Er ist irgendwie in ihm drin. Haha, catch doch ab. Wie auch immer ich das jetzt geschafft habe. Aber du bist der Held. Du bist der Held, Togo. Du bist der Held. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Aber du bist der Held, Brudi. Holy shit, geht's dir gut? Du siehst nicht. Eieieiei. Geht's dir gut? Okay, er ist komplett freezed. Er ist komplett freezed. Oh nein. Scheiße. Er ist komplett freezed. Oh nein. Togo, was ist los? Nein. Nein, er ist gesättigt, er ist komplett freezed. Er kann nicht mehr sich... Schau, ich muss nur stoßen. Kann ich ihn runter... Nein, ich will ihn nicht runter... Ja, aber schau mal. Wow! Bro, ich bin hier mit meinem Hund am Reden. Ist das euer Ernst? Fuck you. Okay, gut. Also, er bekommt jetzt einen offiziellen Namen von mir. Wo er mich gesaved hat. Er ist jetzt der Günther. Günther der Gundog. Günther, du bist ein geiler Sieg. Du bist ein geiler Sieg. Aber irgendwie musst du wieder aufwachen. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt machen. Weil wenn ich pfeife, du reagierst, aber du kommst nicht. Okay, heulen! Schau, Günther ist wieder am Start. Bist du da, Günti? Günti? Das sieht nicht sehr gesund aus, irgendwie. Okay, Okay, Hey, Günti! Die Ernst? Irgendetwas ist broken mit dem. Ich gehe jetzt mal weiter. Ich ignoriere ihn mal. Vielleicht braucht er einfach schnell ein bisschen Time für sich. Bro, ich lade dir deine Zeit, gell? Ah! Schau jetzt! Hoi! Wie hast du das jetzt geschafft? Komm! Good boy! Hast du gut gemacht, sorry. Sorry noch für das. Also ohne dich, keine Chance gegen den Ranger. Was war jetzt das wieder gewesen? Ey, er ist jetzt gerade vorhin unter Schock gestanden. Lass doch den mal sein. Der Hund hat mehr gesehen als dir überhaupt jemals in eurem pure Droidenleben. Ring of Crisis, ja, das passt. Nice. Okay, also. Die Frage ist das hier einfach ein Bossraum gewesen? Ich glaube, das ist einfach ein Bossraum gewesen. Ich glaube, hier ist gar nicht viel mehr. Wenn ich ehrlich bin. Können wir schnell die Map checken? Unglaublich, die hören einfach nicht... Die hören nicht auf Nerven, es ist unglaublich. Was ist das hier? Okay, die Shotgun hat eine gute Reichweite. Hey, das ist so... Es langt jetzt. Also wenn ich auf die Map schaue, dann ist das eigentlich der ganze Bereich. Ja, voll. Genau, da haben wir jetzt eigentlich in diesem Dungeon alles herausgefunden. Wir haben noch einen Ring gefunden. Wir haben noch den Boss besiegt. That's it, ich glaube, wir haben es gesehen. Somit gehen wir hier wieder raus. Ah, ich laufe in einen anderen Bereich, oder? Scheiße.
Ja, hier bin ich schon gewesen. Nein, wir wollen raus, wir wollen raus, wir wollen raus. Komm, Günther, wir gehen. Frage ist wo? Okay, jetzt da vorne links. Dann aus geradeaus, oder? Ja. Okay. Ja. Hi! Nicht hat sie. How's it going? Wie geht's? ¿Cómo estás? What do you speak? What language? Oder einfach Schweizerdeutsch? Where are you from? What's poppin'? Okay, let's go. Oh, it's Nith ATC. Hi, Nith ATC. Nice to see you, man. Where are you from, my brother? And thanks for the raid. Yo. Okay. Keep yourself clean. With godlike Mike. Okay. You mean like Mike the this doesn't ring a bell. The NBA player, the basketball thing. Okay, goddamn, I need to leave. Okay. Okay, so this stream is actually usually in Swiss German, my friend. So if I speak Swiss German, don't get mad, but it's actually in Swiss German, and it's from my company Brock.ch, which is a Swiss company, and we stream in Swiss German. So this means it's pretty niche, but it's nice, and you will see it sounds like Swedish. Ah. Okay, also da... Okay. Also da sind auch Leute dabei, die tatsächlich Schweizerdeutsch können. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Sorry, ich bin mega verwirrt und überfordert, weil das Game einfach so überfordernd ist. Jetzt gerade. Gut. Wir haben noch einen neuen Ring bekommen. Okay, der macht uns stärker. Nein. Ich will nur meinen Ring anschauen, du... Damn. Kannst du ein bisschen aufpassen, Günther? Weißt du, ich möchte nur schnell wirklich meinen Ring anschauen. Es wäre nice, wenn ich schnell Zeit hätte. Also eben, wenn unser Leben... Schweizerdeutsch ist Meta. Ja, Schweizerdeutsch ist tatsächlich Meta. Das ist genauso. Godlike Mike. Auf jeden Fall. Also wenn unsere Health... Und merci noch vielmal für den Raid. Noch einmal. Godlike Mike in dem Fall. Mega nice. Danke für den Raid. Also eben, unsere Health, wenn die unter 25% geht, haben wir ein Schild von 25% von unserer Max Health. 10 Sekunden lang. Ist okay, kann man brauchen. Geht besser, aber sicher okay jetzt für Anfang. Gut. The game I'm playing is Remnant 2 actually. Nicht ATC. If I spelled it right this time. Und für alle schweizerdeutschen Zuschauer nochmal herzlich willkommen vom Brack.ch auf dem Brack.ch Twitch-Channel. Wir streamen gerade Remnant 2. Es ist mein erster Stream heute, mein erster Gaming-Stream. Sonst mache ich auch Gaming-News hier auf dem Dings. Und darum kann es sein, dass ich noch die eine oder andere Schwierigkeit habe. Aber wenn ich ehrlich bin...
Weiss ich auch gerade nicht, warum dass ich noch hier rumchillen. Ich sollte eigentlich meine Main Subjects nachgehen, anstatt hier scheiß Drohnen zu killen. Oh Gott, nein, nicht der Dude. Oh, scheiße. Ja. Bro. So. Ja, die Steffi ist sonst eigentlich auch meistens hier am Gamen, im Fall. Aber sie gamet halt einfach nicht so Games wie Remnant. Und heute hat es gepasst, dass ich schnell Zeit hatte zum Streamen. Und jetzt bin ich hier am Remnant zocken und eben gerade wieder totally lost, weil ich sollte zurück zu dem Turm eigentlich. Also, World of the Formless bin ich gewesen. Das heisst, ich müsste eigentlich die Richtung. Gut, aber nochmal. Mega cool, dass es da auch Raids gibt jetzt bei uns. Das ist tatsächlich refreshing. Und ja, die Steffi ist sicher im Chat, also ihr könnt mit der Steffi im Chat schreiben. Sie tut wirklich moderieren. Ist doch auch cool, wenn sie mal nicht muss gamen. Darf gamen natürlich. Und ich bin ja doch auch schon eine Stunde 40 dran. Ich würde sagen, wir machen noch 20 Minuten. Ja, einen guten Einblick ins Game habt ihr ja jetzt bekommen. Und dann würde ich mich verabschieden. Wir können natürlich auch noch kurz schnell darüber reden, wie ihr das Game so findet. Aber eben... ich kann meine Sätze gar nicht beenden, weil ich da immer am... Ah, natürlich! Kommst du jetzt auch noch? Weißt du, Günti, wenn du mit dem elektrischen Zeug aufgeladen bist, das tut mir auch weh. Du musst jetzt noch lernen. Kannst du nicht zu mir sagen. So, gut. Also. Genau. Ich gehe in dem Fall jetzt noch Richtung Turm. Bahnen. Aber es ist natürlich mega cool, dass ich die Welt schon mal, also ich habe sie nicht schon mal gesehen, also es ist eben, ich muss wirklich sagen, es ist grundsätzlich sehr anders als dort, wo ich im letzten Game sehr war, aber sie sieht halt gleich aus, sie sieht sehr ähnlich aus, vom Aufbau her, aber es ist grundsätzlich anders strukturiert und das verwirrt mich jetzt gut. Heisst, ich muss jetzt schauen, wo ich durch muss. Also, da bin ich gewesen. Da ist der Stein. Da ist der Custodian. Ich muss eigentlich da führen, hä? Custodian ist hinter mir. Custodian, Stein, okay, also da. Ja. Tatsächlich immer wieder verwirrt. Mit dem Stuff hier. Laufen wir mal da zu dem Chemie. Ah, hier unten ist die Hatchery. Da müsste die Hatchery sein. Da vorne. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber es gibt eben auch Levels, in der ist keine Hatchery. Oh, hier ist sie, glaube ich.
Ja, kannst klettern. Danke. Scrap immer wichtig, Scrap immer mitnehmen. Wir gehen auf den Lift. Komm! Ja, tschüss in dem Fall. Es ist immer das Gleiche mit dem. Es fährt einfach nicht Lift mit mir. Ich mach das nicht gern. Also, hier sind wir in der Hatchery, wenn mich nicht alles täuscht. That's the Hatchery. Oder? Ich bin nicht sicher. Letztes Mal bin ich hier in die Hatchery gekommen, fast sicher. Doch, das sind die grusigen Viecher. Seht ihr die? Richtig hässliche Viecher da. Die sind noch nicht mal die mühsamen sind die kleinen, oder? Oder die sind auch mühsam. So grusig. Okay, ja, dann können wir hier die Hatchery fix. Gut. Also, dann machen wir noch schnell den Anfang von Hatchery und dann würde ich sagen, ist GG, good game, well played und ich sage euch, wunderschönen Freitagnachmittag. Das Wetter ist ja wieder mal komisch. Ja, schaut, Hatchery, seht ihr das? Hatchery. Sieht übrigens schon Boss aus, he? Finden wir einen guten Charakter gemacht. Sie ist auf jeden Fall sehr Boss-Mode unterwegs. Schau, jetzt kommst du mit, he? Das erste Mal Lift fahren. How is it? He? Da haben wir noch eine Zeit für... Geht natürlich nicht im Lift, he? Okay. Checkpoint, let's go. Also ich kann euch schon sagen, Hatchery, wir werden auch nicht bis dorthin kommen, aber Hatchery hat einen ganz heftigen Boss. Genau, Mutators ist auch super. Scrap, kein Scrap, okay. Okay, let's go. Where are you at? Ja, genau, die meine ich. Seht ihr die Kleinen da? Die Kleinen da, die kommen manchmal aus dem Nichts und kommen bei euch einfach an. Und dann tun sie sich an euch festklammern. Und die bekommen dann einfach über die Zeit Schaden. Ah, ja, das war sehr dumm. Das war sehr dumm. Danke, Günti. Nötig gewesen. Super. Okay. Ich sollte meine Shotgun-Shots nicht für die aufwenden, ehrlich gesagt. Ich sollte es einfach so erledigen. Ah, nein. Okay. Fucking bitte. Fire. Oh shit! Ja, aber kommst du jetzt hierher, Mann? Hey. Also ganz ehrlich. Ich denke, dass es schon am Anfang so mühsam ist. Und hier durch. Ja, also Massi, ich kann dir nur sagen, es ist der Shit. Also du vor allem schau, dass du mit jemandem zusammen kannst zocken. Also ich, wie gesagt, ich zocke jetzt zocke ich es allein, aber heute Abend zocken wir zu zweit weiter und irgendwann zocken wir jetzt zu dritt. Also zusammen zocken ist der Shit im Fall, das ist verdammt geil. Noch Trade Points bekommen, das heisst, die können wir noch schnell gehen. Fitness upgraden, ja, Fitness finde ich super. Ja, jetzt bin ich aber okay.
Ja, du haust ab, hä? Die haben wir gern. Jo! Das ist jetzt ein ganz grosser da. Aber der Günther haltet die irgendwie auf, das ist noch geil. Scheiße. Scheiße. Okay, das ist jetzt sehr knapp Auto. Hey, es langt bei euch. Oh Gott. Ich zocke es auf PC, Marci, ja, auf jeden Fall. Kann man aber vorstellen, dass es auf PS auch gut ist. Tatsächlich kann man mir auch vorstellen, dass es lustig ist, wenn du es auf der PS zockst. Ich habe es PC gezockt, wo ich schon das 1 auf dem PC gezockt und wo ich finde, es ist vom Aufbau her einfach mega nice. Vom Aufbau her, von der Grafik her einfach mega nice und ich möchte halt irgendwie PC-Grafik können. Aber ja, ich glaube PS5-Grafik lenkt ja, also von dem her. Ich habe auch keine PS5, das ist glaube ich das Problem, sonst würde ich es auch auf der PS5 zocken. Ja, gut. Des Weiteren müssen wir schnell schauen, wo wir durch müssen, hinter uns. Aber hier immer wichtig, wirklich, wenn ihr spielt, checkt immer die Map. Wahllos rumlaufen, das kostet euch echt Zeit, weil es sieht halt alles so ähnlich aus, dass man wirklich die Map muss checken. Jo. Okay, den habe ich nicht mal gesehen. Ah, shit. Ah, das ist gross. Dogo, wo bist du? Ich brauche dich hier. Jo. Ja, Scheiße. Oh mein Gott, der Hunger rettet mir so das Leben. Das ist unglaublich. Jo, der Sieg ist jetzt mühsam. Zum Glück habe ich gerade das Level gemacht. Sorry. Oh Gott. Okay, also. Wir haben tatsächlich gerade ein Level bekommen. Und haben gerade noch... Muss man schnell schauen. Ja, wir haben ein Level bekommen. Wir haben Spirit of the Wolf. All allies within 10 meters of the handler gain handler's movement speed und handler and companion gain 15% revive speed. Okay, das ist sehr gut. Okay, wir haben sehr coole Sachen freigeschaut, jetzt gut. Letztes Mal, wenn ich mich erinnere, war da irgendwo der Boss gewesen, aber es sieht jetzt das mal doch alles ein bisschen anders aus hier in der Hatchery. Darum schauen wir mal, was auf uns zukommt. Jetzt kommt der Grosse, wo kommt er? Hinter mir natürlich, oder?
Ja, schießt wieder daneben, Mann. Okay, es wird wieder... Hey, der Hung ist so ein Carry Lord. Das ist unglaublich. Ja, ich hab's gewusst. Scheiße, nicht der. Oh oh, der ist richtig problematisch, wo jetzt da kommt. Der ist richtig problematisch, weil der macht so viel Schaden. Ah, scheiße, Mann. Okay, Moment. Okay, wir haben aber fast. Ja, ne, gut. Nein, klar, er explodiert noch. Ah, Gott. This isn't looking good. Es ist einfach unglaublich. Das Game will echt, dass du stirbst. Bag's full. Gile hat gern. Ich hätte tatsächlich gern ein Checkpoint. Das wäre nice. Hätten wir einen Checkpoint gegeben? Kleiner Checkpoint? Little Checky Point? Little Checky Point? Oh. Checkpoint. Da ist ein Checkpoint. Nice. Und da kommt der Boss. Ja, wir haben einen Bossfight gehabt. Jetzt kommt der erste und der letzte. Ich kann noch schnell 5 Minuten in den Bossfight reingehen. Nein, wir haben keinen Bossfight gehabt eigentlich. Aber ja, ist gut, wir gehen in den Bossfight rein. Willkommen zu diesem Bossfight, der ist richtig mühsam. Hau nicht ab! Hau nicht ab! Wo ist er jetzt? Er ist nicht rein, oder? Er ist rein. Oh Gott! Oh shit. Okay, kommt raus. Nein. Ah, der Gigu. Echt jetzt? Scheiße.
Wo ist jetzt der, den ich suche? Da ist er. Ah, nein, 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 nein. Ja, wir nicht können healen. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Okay. Ich weiß nicht, wo der ist, wo ich her muss. Da ist er. Kletter doch rauf, Bro. Jetzt stirbt sie da gleich wieder. Ja, kommt raus, kommt raus, kommt raus. Ah, schießen, schießen. Nein, 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 nein. Yes! Oh, I can't believe I killed that thing. Gut. Would Clementine have come this way? Tatsächlich haben wir es geschafft. Pretty sure that thing would be dead if she did. Oh, goddamn. Gut gemacht, Boy, gut gemacht. Gut gemacht. Oha. Es hat eine Vorhersage gegeben, ob ich es schaffe. Habe ich gar nicht gecheckt. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es tatsächlich geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben Dark Fluid bekommen. Und Cracked Shell. Okay, mit dem können wir... Ich zeige euch jetzt noch kurz, wie man die Waffe upgradet. Ja, das ist tatsächlich. Stimmt es, wenn ich Katz statt der Hunger gehabt wäre, dann wären eher genau alle abgehauen. Aber... Müssen wir schnell schauen, ist das der Exit? Ja, das ist der Exit. Aber ganz ehrlich, ich muss noch auch sagen, das ist einer der Bossen. Er ist mühsam, aber wenn man weiss, wie und auf was man muss gehen und dass man alles andere muss ignorieren, dann schafft man es. Hey, wenn es euch würde interessieren, kann ich schon schauen, dass ich am Abend auf meinem Kanal streamen kann. Also ich werde heute Abend sicher nochmal Remnant zocken, einfach mit dem Silvo. Aber wenn ihr Bock habt zuzuschauen, ich kann auf jeden Fall den Stream anlassen. Also mir stört das nicht. Werde dann, ich weiß noch nicht, ob mit Cam oder nicht, aber und wird auch nicht so viel erzählen. Aber wenn ihr gerne wollt zuschauen, für mich ist es nicht ein grosser Aufwand. Heute Abend nochmal den Stream anzuschmeißen. Ich bin froh, dass ich ihn geschafft habe. Das hat mich sonst aufgeregt. Da hätten wir nochmal müssen. Ja gut, ich zeige euch noch kurz, was man machen kann, wenn man einen Boss gekillt hat. Und zwar kann man nachher zu der hier gehen, mit ihr reden. Und nachher kann man aus dem, was man gefunden hat, einen neuen Mod craften. Und jetzt haben wir zum Beispiel den Boss gekillt, jetzt haben wir diesen Mod bekommen. Und jetzt können wir Space Crabs craften. Und ich zeige euch jetzt schnell, warum das geil ist. Und zwar, wenn ihr jetzt den auf eine Waffe klebt, den Mod, zeige ich das jetzt schnell, ich tue jetzt schnell auf meine Shotgun. Es ist natürlich schon drauf. Jetzt setzen wir das also. Okay. Ja. Also ihr seht, meine Shotgun ist jetzt mutiert. Schaut mal, wie die jetzt aussieht. Hure geil. Wegen dem Mod bekommt sie so einen richtig geilen... Das ist hure geil. Jetzt müsst ihr mal schauen. Wenn ich jetzt ein F aktiviere, also die Fähigkeit, und schnell im Schießstand schauen. Jetzt müssen wir sie natürlich zuerst abladen. Moment. Also die Fähigkeit ist aktiviert. Jetzt müssen wir mal schauen, was passiert, wenn ich die aktiviere. Dann kann ich so ein Ei schießen. Und dann kommen jetzt so Viecher raus. Und die greifen nicht das Target an. Ist doch nice, oder?
Ah, ich liebe das Game. Ich liebe das Game. Ja gut, das wär's gewesen. Von meiner Seite, meine Damen und Herren. 2 Stunden haben wir durch. Ich gehe schnell in die allgemeine Tschüss sagen Runde